den Platz. Der Applaus war nur für dich. Das haben wir vorher schon mit mir. Ist an, Mikrofon ist an. Ich freue mich, wie Jan Schmidt gerade schon gesagt hat, ich freue mich extrem, dass du unserer Einladung gefolgt bist und gesagt hast, doch, ich komme mal hier hin. Ich komme in das ICF, in das International Christian Fellowship und erlebe hier einen Gottesdienst mit dabei, der wahrscheinlich sehr anders ist, wie er bei euch gefeiert wird. Und vor allem, dass du bereit bist, auch ein paar Fragen zu beantworten. Das finde ich extrem toll, dass du das machst. Moshe, du bist, wir haben noch kurz darüber gesprochen, vor rund 10 Jahren bist du nach Basel gekommen mit deiner Familie. Damals noch 4, jetzt 5 Kinder, hast du mir gesagt. Und bist seitdem hier Rabbiner in der Stadt Basel. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, kannst du uns mit in deinen Werdegang als Rabbiner mit hineinnehmen? Wie seid ihr hier nach Basel gekommen? Wie bist du überhaupt Rabbiner geworden? Warum? Warum ist das so ein Werdegang? Und wie bist du letztendlich denn hier in Basel auch gelandet? Also zunächst einmal möchte ich, ich bin emotional überwältigt von dem Gottesdienst. Das möchte ich sagen. Ich habe schon viele Gottesdienste erlebt, aber so eine Art von individuellem Ausdruck von Gefühlen gegenüber Gott, also ich bin wirklich überwältigt. Und es gab einen Moment, wo ich wirklich Tränen bekommen habe. Also vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und sowas miterleben darf und kann. Also es war ganz besonders. Jetzt, um deine Frage zu beantworten, wie wird man Rabbiner oder was ist mein Werdegang? Also ich bin geboren in der ehemaligen Sowjetunion in Litauen, also das Baltikum gehörte damals zu Russland. Und ich bin reingeboren in eine Familie, die zwar jüdisch war, oder jüdisch ist, aber weil im Kommunismus die Religionsausübung entweder verboten oder verpönt war, im Prinzip sehr wenig mit Religion zu tun hatte. Wir hatten hier und da mal ein paar Traditionen, aber nicht mehr als das. Und ich bin dann als Kleinkind, sind wir nach dem Fall der Sowjetunion nach Deutschland gezogen, nach Berlin. Und dort im Teenageralter habe ich angefangen, zurück zu meinen eigenen jüdischen Wurzeln zu suchen und habe so angefangen, mich mit meiner eigenen jüdischen Religion auseinanderzusetzen. Und irgendwann, wo ich im Alter von 18 oder 19 war, habe ich den Entschluss gefasst, nachdem ich die Schule beende, möchte ich Rabbiner werden. Und der Grund dafür war einfach weil ich selbst diesen Weg der Suche zur eigenen Religion durchgegangen bin und ich gewusst habe, dass es viele jüdische Menschen gibt in Deutschland, aber allgemein auch in Europa, die diesen Weg gehen. Und weil ich wunderbare Lehrer gehabt habe, die mich auf diesem Weg als Teenager begleitet haben, dass auch ich eine Art, so ein Lehrer sein möchte, der auch andere begleitet. Das hat mich inspiriert, Rabbiner zu werden oder den Entschluss zu fassen, ins Rabbinat zu gehen. Jetzt, wie wird man Rabbiner? Es gibt ein formelles Studium. Das Rabbineramt beinhaltet 2 Aspekte. Der eine Aspekt ist das Schriftstudium. Man studiert die Torah, also das Alte Testament. Man studiert die verschiedensten Kommentare, die es dazu gibt, angefangen vom 5. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert. Also als Rabbiner muss man eine Fülle an Erklärungen zum Alten Testament beherrschen. Das hilft auch später, wenn man predigt, dass man auch in der Lage ist, eine Bandbreite von Kommentatoren und Sichtweisen den Gemeindemitgliedern darzulegen. Das ist der eine Aspekt im Rabbineramt. Das dauert ungefähr 5 Jahre, bis man ausgebildet ist. Außer dem Bibelstudium gibt es das Gesetzesstudium. Also man studiert, das jüdische Leben ist ja umfasst von vielen Gesetzen, von dem Moment, wo man aufwacht, bis man schlafen geht oder bis zum Moment, wo man geboren wird, bis man stirbt. Die Idee dieser Gesetze ist, sage ich nur ganz kurz,
ist, dass man mit Gott eine Beziehung hat auf jedem Schritt und Tritt, auch in verschiedenen Taten, die man tut. Und von daher ist es eine sehr starke Gesetzesreligion. Und also zunächst mal das Schriftstudium, und der zweite Aspekt im Rabbinat ist das die Seelsorge. Wenn man dann studiert, lernt man das, und man hat verschiedene Lehrer, die einem das nahelegen, wie man Menschen hilft in schwierigen Lebenssituationen und wie man ihnen auch ihr Herz für Gott öffnen kann. Ja. Dieses Studium, wie gesagt, dauert 5 Jahre. Es beginnt um 7 Uhr morgens mit dem Morgengebet. Also wir Juden beten ja 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends. Es beginnt um 7 Uhr mit dem Morgengebet und es dauert im Prinzip bis 6 Uhr abends. Und es gibt dann in der Mitte 1,5 Stunden Pause. Und in der Pause geht man dann nach Hause und hat man dann Mittagessen normalerweise. Aber im Prinzip ist es eine sehr intensive 5 Jahre, die man dann studiert. Und man studiert immer mit einem Lernpartner. Das heißt, es gibt zwar Frontalvorträge, aber den größten Teil der Zeit hat man das Buch vor sich und man diskutiert es mit seinem Lernpartner, was dort geschrieben steht, was die Kommentare besagen, sodass man eigentlich 5 Jahre damit verbringt. Man ändert immer wieder die Lernpartner, aber dass man 5 Jahre damit verbringt, auszudiskutieren, was dort in den Texten geschrieben steht. Und am Ende wird man geprüft. Wenn man die Prüfung besteht, wird man Rabbiner. Und du hast bestanden, offensichtlich. Ja? Wie? Du hast offensichtlich bestanden. Ich habe es bestanden, ja. Cool. Ja, und dann, wie kam ich nach Basel? Ist eigentlich relativ eine banale Geschichte. Ich hatte meinen Lernpartner und mein Lernpartner hat jeden Tag die Zeitung gelesen. Und er hat mir gesagt, ich habe damals in England gelebt und gelernt. Oh. Und er hat mir gesagt, sag mal, du sprichst doch Deutsch. Es gibt eine Gemeinde in Basel, die sucht einen Rabbiner. Willst du dich dann nicht bewerben, wenn du fertig mit dem Studium bist? Und ich war schon am Ende meines Studiums. Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und habe mich dann beworben und wurde dann gewählt als Rabbiner. So einfach war es. Ja, das ist einfach, ja. Das ist gut. Okay. Und jetzt seit rund 10 Jahren wohnt ihr als Familie jetzt hier in Basel. Genau, richtig, ja. Was mich interessiert, so Pfarrer, so wie ich, so, oder andere Pastoren, die haben in der Regel ja häufig so Lieblingsstellen in der Heiligen Schrift. So aus dem ersten Teil der Bibel habe ich eine, aus dem Genesis-Buch, wo mich sehr anspricht, wo Gott zu Hagar sagt, Gott, du siehst mich, wo sie das erwidert, du bist ein Gott, der sieht. Das finde ich sehr, sehr bewegend auch für mich. Mich interessiert, hast du auch irgendeine Lieblingsgeschichte aus der Torah? Und wenn ja, warum? Ja. Also, ich habe eigentlich sehr viele Lieblingsgeschichten in der Torah. Aber weil du mich um eine ganz besondere fragst, versuche ich eine hervorzuheben. Und das ist die Geschichte vom Propheten Jona. Das ist eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt, vor allem wenn ich sie, sage ich mal, mit den jüdischen Kommentatoren lese. Denn die Jona-Geschichte, Jona im Hohelied, im Lied der Lieder, beschreibt, oder ist Jona, ist eine Metapher für die Taube. Jona ist auch eine Taube und die Taube ist immer eine Metapher für die Seele. Das bedeutet, dass die Geschichte von Jona auf einer übertragenen Art und Weise, wie das die jüdischen Kommentatoren erklären, ist die Geschichte unserer Seele, die hier auf diese Welt mit einem Auftrag geschickt wird, aber dann von diesem Auftrag wegläuft und im Prinzip immer wieder eine neue Chance bekommt, diesen Auftrag zu erfüllen. Von daher glauben wir Juden auch an die Idee der Reinkarnation. Das heißt, Jona, der vom Fisch verschluckt wird, bedeutet, dass er ja stirbt und dann noch einmal eine Chance bekommt. Also das ist der eine Aspekt an der Jona-Geschichte, die verlorene Seele, die immer wieder ihren Auftrag sucht und in der Gnade Gottes die Möglichkeit bekommt, immer wieder eine neue Chance zu bekommen. Das andere ist, was mich sehr beeindruckt an der Geschichte, ist, dass diese Voreingenommenheit, die die Seele hat, dass sie es nicht schaffen wird und dass die Bewohner von Nineve es nicht schaffen werden. Und doch aber am Ende Gottes Gnade zeigt, dass egal
welche Menschen das sind, egal welche Gruppe, egal wie viele es sind, jeder kann den Weg zu Gott finden. Und von daher finde ich die Geschichte, auch meinen eigenen Werdegang als Jugendlicher, aber auch allgemein, dass Gottes Tore und Gottes Wege für jeden offen sind. Und spannend ist ja am Ende von der Jona-Geschichte, wo dann alle zu Gott zurückkehren, dass sogar geschrieben, dass auch die Tiere zurückgekehrt sind. Und das umfasst auch diese göttliche Gnade. Wir wissen ja nicht, wie die Tiere genau eine Beziehung zu Gott haben, aber dass die gesamte Schöpfung immer wieder die Chance bekommt, sich mit ihm zu vereinen. Und von daher ist es eine meiner liebsten Geschichten in der Tora. Danke dir. Spannend fand ich jetzt. Auch wieder was von dir lernen können da drin. Wir haben dich im Vorfeld informiert. Wir möchten dich gerne auch zu dem Thema Antisemitismus, Ausrufezeichen, Fragezeichen hier in Basel, hier in der Region, ein Stück befragen, um bewusst auch eine Perspektive einnehmen zu können, davon zu hören, wie das denn für dich als Familie, als Rabbiner ist. Der 7. Oktober letzten Jahres hat ja nicht nur Israel und Gaza erschüttert, sondern der erschüttert ja bis mitten hinein in unsere Gesellschaft hier. Mitten in unseren Lebensraum herein ist ein Riesenthema geworden. Die Stimmungen sind hochgekocht, da wie dort. Demonstrationen für oder gegen Israel, für Palästina, gegen Israel, politische Auseinandersetzungen, kann man so sehen, das sehen und so weiter und so fort. Und die Stimmung und Meinungen sind ja in der Gesellschaft sehr weit auseinander zum Teil gedriftet und in den Medien auch ziemlich immer wieder befeuert worden. Was mich erschüttert hat, ist vor allen Dingen die Aggressivität, mit welcher Gruppen links und rechts gegeneinander schießen, füreinander reden. Letzte Woche dann, oder beziehungsweise letzte Woche dann der brutale Anschlag, diese Messerattacke in Zürich auf einen jüdischen Mitbürger. Ein paar Wochen vorher ist bei euch, auf eurem Areal, ist die israelische Fahne gestohlen worden. Es sind Leute über den Zaun drüber geklettert und dann sind ein paar Straßen weiter die Fahne denn verbrannt. Das hat mich wirklich nachdenklich gemacht, auch ein Stück fassungslos, gerade in Basel mit so einer verrückten Geschichte, auch im Umgang mit den Juden aus dem 14. Jahrhundert und so weiter. Wir haben eine tragische Geschichte hier, aber dass das so jetzt auf einmal wieder aufflammt und solche Attacken möglich sind. Letztes Jahr im Oktober, das war kurz, glaube ich, nach diesem Terroranschlag, nach dem 7. Oktober, bist du mit deiner Familie durch die Straßen gegangen und ein vorbeifahrender älterer Mann hat dich bespuckt. Das ist dann ganz groß, ich habe es extra aus der Zeitung nochmal rauskopiert, dann stand da ganz groß, Spuckattacke auf Basler Rabbiner ist kein Einzelfall. Der Moshe Baumel sagt, in diesen Zeiten ist alles möglich. Ich habe das Interview nochmal durchgelesen und du hast in dem Interview gesagt, unter anderem, seit 2 Wochen verstecke ich mein Jüdischsein in Basel eigentlich. Eigentlich trage ich nur noch Basecap. Aber an diesem Tag habe ich das vergessen, aber nicht daran gedacht, dass nichts mehr wie vorher ist. Und dann ein Stück weiter, ich habe es schon zitiert, sagtest du den Satz, in diesen Zeiten ist alles möglich. Wie ist die Situation jetzt? Wir haben Monate weiter, wie ist die Situation jetzt? Zum einen bist du ja eine religiöse Instanz. Du bist Rabbiner und als solcher bist du bekannt auch in Basel, sicherlich in gewissen Kreisen bist bekannt. Was macht das mit dieser religiösen Instanz, mit dir? Was macht das aber darüber hinaus, auch für dich als Familie? Und vielleicht angehängt, die dritte Frage dennoch, du kannst sie miteinander irgendwie beantworten. Was macht das mit euch als Gemeinde? Ihr seid ja auch eine sehr heterogene Gemeinde. Ihr habt orthodoxere Leute, ihr habt liberale Leute in eurer Kirche, so wurde mir gesagt. Wie wirkt sich das auf euer Gemeindeleben aus? Wie intern und wie erlebt ihr das extern? Aber vielleicht nochmal angefangen, was macht das mit dir, bespuckt zu werden, als Einzelperson, als religiöse Instanz, als deine Familie, 5 Kinder?
Also vielleicht hole ich etwas aus und versuche dann alle Fragen im Gespräch zu Tipptopp, beantworten. ich bleibe dabei. Ja. Also prinzipiell, sage ich mal, ist die jüdische Gemeinschaft eine Gemeinschaft, die ein historisches Kollektivtrauma hat. Was ich damit meine, ist eine Geschichte, die im Prinzip seit 2000 Jahren nur von Verfolgung und Vernichtung begleitet ist. Angefangen mit den Römern, mit der Zerstörung des Zweiten Tempels, des Exils, der Kreuzzüge, die später gekommen sind, der spanischen Inquisition, der Kosakenaufstände, name it all, die Shoah, also der Holocaust. Die Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, haben auf eine gewisse Art und Weise ein Immunsystem aufgebaut gegenüber die Tatsache, dass unsere Vorfahren immer wieder verfolgt und vernichtet worden sind. Von daher gibt es bei uns in der Gemeinde keinen besonderen Aha-Moment. Das heißt, wenn wieder auf europäischen Straßen aufgerufen wird, Juden weh zu tun oder sie zu bespucken oder sie zu schlagen, zum Teil wieder vielleicht also sie auch irgendwie indirekt zu vernichten. Ich meine, viele Leute, und ich möchte wirklich heute in dem Gespräch nicht über Politik reden, ganz und gar nicht. Aber zum Beispiel allein der Spruch "From the river to the sea" bedeutet ja, es gibt den River und den Sea. Sea ist das Mittelmeer, River ist der Jordan. Und wenn Palestine will be free, bedeutet das 8,5 Millionen jüdische Bewohner ja irgendwo hin müssen. Ja, wohin müssen sie denn hin? Geht es um eine Reimmigration zurück nach Europa? Geht es um die komplette Vernichtung dieser 8 Millionen Menschen? Also ich weiß nicht, wozu da aufgerufen genau wird. Aber wir sind auf eine gewisse Art und Weise immun. Das heißt, wir fallen nicht in Trauer und schlagen uns nicht an die Brust und sagen, was wird jetzt sein? Sondern, also ich als Gemeinderabbiner versuche, meine Gemeinde durch einen Balanceakt zu bringen. Das heißt, einerseits versuche ich Ihnen klarzumachen, wenn ihr in gewisse Stellen oder Orte in Basel geht und ihr sichtbar jüdisch seid, dann macht euch einen Gefallen und zeigt es nicht. Einfach aus dem Grund, weil ihr wollt ja nicht geschlagen oder bespuckt oder irgendwie angegriffen werden. Und es gibt mittlerweile, ich kann nur von Basel reden, Orte, wo man einfach nicht als sichtbarer Jude hingehen darf. Weil man dort, ich will jetzt nicht übertreiben, nicht unbedingt in Lebensgefahr schwebt. Aber man wird sicher angeschrien, man kann sicher vielleicht auch physische Attacken bekommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber versuche ich meiner Gemeinde weiterhin eine gewisse Kraft zu geben, dass sie nicht aufgeben sollen, dass sie weiterhin auch an Gott glauben sollen, dass das ein Teil eines Erlösungsprozesses ist. Ich rede sehr oft in der Gemeinde über dieses Thema, dass wir unsere Weisen benennen, dass die Geburtswehen des Messias und jede Geburtswehen sind schmerzhaft. Und also von daher ihnen auch Glaube zu geben, ihnen Hoffnung zu geben und sie auf gar keinen Fall, dass sie aufgeben. Wir haben eine Geschichte, die uns jetzt vor allem in 2 Wochen ist der jüdische Feiertag Purim. Das ist die Geschichte von Esther. Und da gab es ja auch eine angedrohte Vernichtung durch den persischen König Xerxes und Haman, seinen Gehilfen. Und auch dort ist die Figur von Mordechai und von Esther eine Figur, die aufrecht steht und sagt, ich lasse mich nicht herunterkriegen. Ich lasse mich nicht vernichten. Und das ist, was ich meiner Gemeinde auch versuche zu vermitteln. Seid vorsichtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollt ihr weiter mit gehobenem Haupt durch euer Leben gehen und euch nicht von den Antisemiten einschüchtern lassen. Das ist, wie ich die Gemeinde führe. Ich persönlich setze mich ein, eigentlich seit den fast 10 Jahren, wo ich hier bin, für ein friedliches und freundliches Miteinander unter allen Religionen. Juden, Christen, Muslime. Und von daher schmerzt es mich, ich habe kein anderes Gefühl als Schmerz,
wenn ich auf der Straße von jemandem angepöbelt oder bespuckt werde oder dass ich Angst haben soll von Leuten, denen ich eigentlich persönlich überhaupt nichts angetan habe. Auch meine Gemeinde hat denen nichts angetan. Viele Leute in Basel wissen gar nicht, dass in der Gemeinde selbst haben wir doch Debatten, inwiefern wird die Regierung Israels unterstützt, inwiefern wird sie nicht unterstützt. Die Juden sind keine homogene Gruppe, die gleichmäßig denkt und meint, alles, was im Nahen Osten passiert, ist so, wie es passieren soll. Also, aber wir werden immer in die Kollektivschuld gezogen, dass wir immer für alles verantwortlich, für alles Übel, was in der Welt da ist, sind alle Juden verantwortlich. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr schmerzt, vor allem im 21. Jahrhundert, wo die Menschen ja mehr gebildet sein sollten, mehr Zugang zu Informationen haben als die Menschen im dunklen Mittelalter. Von daher ist das sehr schmerzhaft und sehr enttäuschend, dass man trotz des Einsatzes, das man tut, dennoch Gefahr läuft. Wir haben immer, zum Beispiel, wenn es eine Demo gibt am Marktplatz, eine Pro-Palästina-Demo, gibt es immer eine Ankündigung unserer Sicherheit und der Basler Polizei, meidet den Marktplatz. Aber im Gegenteil ist es nie der Fall. Also wenn die Juden demonstrieren, irgendwo in der Stadt, gibt es keine Polizei, die sagt, der arabischen Bevölkerung meidet den Marktplatz. Weil es geht von uns keine Gefahr aus. Von daher ist das ein sehr unangenehmes Gefühl, dass man nicht in der Lage ist, hier friedlich miteinander zu leben und miteinander zu sein. Es geht sogar so weit, wir hatten vor rund einem Monat auch ein Treffen mit einer muslimischen Gruppe in unserer Gemeinde. Und die Bitte des Vorsitzenden dieser Moschee war es, wenn Sie in Ihrem Newsletter das veröffentlichen, dass wir uns getroffen haben, bitte nennen Sie keine Namen von unserem Moscheeverein und bitte posten Sie keine Fotos. Weil wir selbst dann in Gefahr sind von unseren eigenen Leuten, dass wir überhaupt auf so eine Sache eingehen. Also es ist wirklich eine Situation, die extrem unangenehm ist und die ein ungutes Gefühl zu einem gibt. Und ich glaube, du hast es erwähnt, vor einer Woche, der Anschlag in Zürich, der Mensch hätte auch sterben können. Ja. Ich weiß nicht, wann es in der Schweiz ein jüdischer Mensch auf offener Straße von einem Moslem ermordet worden ist im Namen der Religion. Ich meine, der junge Mann hat geschrien, Allahu Akbar, und hat ihn dann mit dem Messer lebensgefährlich verletzt. Mhm. Also es ist eine Situation, vor der man nicht die Augen schließen darf. Und ich versuche das auch meinen Kindern nahezulegen. Meine Kinder sind auch wie immun, man muss sich das vorstellen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, viele von ihnen haben Kinder. Mhm. Und wenn mein Kind nach Hause kommt, sagt mir, Papa, gerade eben ist ein Auto an mir vorbeigefahren und hat das Fenster aufgemacht und gesagt, Death to all Jews. Hat zu meinem Kind geschrien, der gerade 9 Jahre am Velo unterwegs war. Aber das Kind reagiert ganz normal, weil es halt auf eine gewisse Art und Weise immun ist. Stellen Sie sich vor, wenn Ihr Kind vorbeigefahren wäre, jemand würde das Fenster machen, würde Death to all Christians. Ja, wie würde das Kind sich fühlen? Also das ist wirklich eine schlimme Situation und man darf nicht pauschalisieren. Also es sind Einzeltäter, es ist jetzt kein Mob, der irgendwie etwas unternimmt, aber dennoch kommt es immer und immer wieder vor und es schürt Unsicherheit, Angst, aber man darf nicht den Kopf hängen lassen. Also diese Balance, das versuche ich als Rabbiner meiner Gemeinde nahezubringen. Und ich glaube, die verstehen das schon. Also, dass sie einerseits vorsichtig sein müssen, aber andererseits nicht aufgeben dürfen. Mhm. Eindrücklich, oder? Ja, wir leben nicht wirklich in einem dunklen Mittelalter, aber wir leben auch im dunklen Internetzeitalter, wo längst nicht jeder alle Informationen, warum auch wie, wirklich einordnen kann. Deiner Familie geht's gut? Ja, meiner Familie geht es gut. Ihr seid in gewissem Maß immunisiert, finde ich sehr beeindruckend. Ja, ihr habt die Geschichte und doch schwappt das ja in euer Privatleben hinein. Kinder werden angepöbelt. Du? Ja, also meiner Familie geht es bestens.
Ich habe einen älteren Sohn, der lernt in einer Talmudschule, also er wird auch Rabbiner in Israel. Und er berichtet mir einfach, ja, es war heute mal wieder ein Raketenalarm und ich musste in den Bunker. Also das ist ein Alltag, den man sich eigentlich sehr schwer vorstellen kann. Ich glaube, es gab irgendwo in einer europäischen Stadt, ich glaube in Wien war das oder so, hat jemand so einen Flashmob gemacht und hat einfach so einen Fake-Raketenalarm gemacht. Und alle mussten sich dann hinlegen, weil Leute wussten nicht, was das ist. Dass man einfach nachvollziehen kann, dass dort eine ganz andere Realität herrscht auf beiden Seiten. Genau, und wir hier in Europa betreiben viel Demagogie und meinen es immer besser zu wissen und belehren zu können, wer hier der Recht hat oder Unrecht hat und so weiter. Aber am eigenen Leib das zu spüren, da sind wir Gott sei Dank aber eigentlich sehr weit davon entfernt. Mhm. Und wenn dann jemand hier auf eine mindere Art und Weise das auf eigenem Leib spürt, so wie, ja gut, eine Spuckattacke ist jetzt nicht so eine schlimme Sache, sage ich mal. Grusig. Ja, aber es ist unangenehm, es ist schlimm und nur weil man Jude ist, ich habe dem Mann auf dem Velo überhaupt nichts gemacht. Er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht und ich habe ich sehe mich überhaupt nicht verantwortlich für irgendwas, was israelische Politiker entscheiden. Also das ist eine schlimme Situation. Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, du versuchst deine Gemeinde wirklich auf diesem Balanceakt zwischen Vorsicht und auch Gottvertrauen, auch theologisch einzuordnen. Ja, das hört dazu, zu den Geburtswehen, so wie du es interpretierst. Wir haben das Narrativ, wir sind immer wieder die Sündenböcke gewesen. Gleichzeitig sagst du auch, ja, es ist ein Elend auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten passiert wirklich Schlimmes und das ist traurig. Menschen leiden, und egal ob sie jetzt Juden sind oder Palästinenser, sie leiden darunter, unter Politik, und das ist ein ganz anderes Thema, muss man ausklammern hier. Aber was würdest du oder was möchtest du uns als Christen, als die lokale Kirche jetzt hier in der Region Basel, was würdest du uns mitgeben? Wie könnten wir auch unseren jüdischen Mitbürgern zeigen, demonstrieren, dass wir gegen dieses Unrecht sind, gegen diese Pauschalverurteilungen und so weiter? Wie könnte man vielleicht ein Stück mehr Solidarität zeigen? Mich würde das interessieren, weil ich glaube daran, ich habe das im Vorfeld gesagt, ich bin überzeugt davon, dass Waffen und Bomben letztlich nicht zu Frieden führen. Ich glaube, wir müssen eine andere Versöhnung hinkriegen. Und das ist ein dritter Weg und der wird überhaupt nicht diskutiert. Aber ich bin überzeugt davon, wir müssen andere Wege gehen. Mich interessiert dich als Rabbiner in der offiziellen Rolle, aber auch dich als Privatmann, Mosche. Ja, was würdest du denn uns als christliche Kirche so mitgeben? Also ich würde sagen zwei Dinge. Erstmal also ein religiöser Aspekt und dann ein profaner oder säkularer Aspekt. Fange ich erstmal mit dem Profanen an. Allgemein ist der Nahostkonflikt eine sehr komplexe Angelegenheit. Komplex im Sinne von, er führt zurück, noch lange vor der Staatsgründung Israels, er geht zurück ins 19. Jahrhundert. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt für jeden Menschen, eigentlich egal ob Christ oder nicht Christ, ist es, sich mal damit tiefer auseinanderzusetzen. Was läuft da überhaupt? Was sind die Seiten? Warum gibt es das alles? Also man lässt sich oft von einem gewissen Narrativ, der vorgegeben wird, egal, sei es von den Medien, egal von wem, man lässt sich mitnehmen von diesem Narrativ. Und man denkt nicht vielleicht einen Schritt weiter, ja, was passiert dort überhaupt? Von daher ist das wichtig zu differenzieren. Und ich glaube, das bedarf Arbeit, aber wenn ein Mensch sich die Sachen differenziert sehen möchte und die Komplexität verstehen möchte, man muss sich mit der Materie auseinandersetzen. Anders geht es nicht. Mehr als nur Statements von Politikern zu hören oder Artikel zu lesen. Ich meine, ich sage immer, dass wir leben in einer Zeit von einer oberflächlichen Berichterstattung. Es geht sogar so weit, dass bei manchen Zeitungen steht ja Lesedauer, steht dann 5 Minuten oder 10 Minuten, damit Gott behüte, die Leute nicht zu lange etwas lesen müssen. Also von
von daher, man hat Kurznachrichten, man wird sich vom Narrativ sehr schnell bewegen lassen und dann ist man schon Teil einer größeren Bewegung. Und ich glaube, in der Lage zu sein, mal sich zurückzulehnen und zu recherchieren und sagen, was passiert dort. Egal zu welchem Resultat man am Ende kommt, aber jedes tiefere Studium einer Komplexität schafft Klarheit. Und ich glaube, das ist erstmal was viele Menschen brauchen, ist Klarheit. Was passiert dort? Und das hilft schon sehr viel, weil man dann sich nicht so einfach von Narrativen mitreißen lässt. Finde ich sehr gut, ja. Ich sage auch immer, dass es gab ja diese große Debatte an den berühmten Universitäten in Amerika, an Howard und Princeton und so weiter. Und da hat mein ältester Sohn hat mich gefragt, hat gesagt, Papa, sag mir, wie kommt es, dass so intelligente Leute, die es dort gibt, manchmal Sachen sagen, die so nicht nachvollziehbar sind? Und da habe ich ihm gesagt, weißt du, ein Mensch, der intelligent ist, hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich er weiß, wie man blöde Dinge rationalisieren kann. Das heißt, er ist in der Lage, durch seine Intelligenz Dinge sehr komplex erklären zu können und so weiter. Und einfache Menschen sind oft ein einfaches Statement, verstehen Sachen oft auch viel einfacher, wenn man die Sachen klar darlegt. Also von daher, Bildung ist wichtig, Sachen nicht zu kompliziert machen, aber schon Klarheit bekommen in der Geschichte des Nahostkonflikts und was dort passiert. Das ist mal, sag ich mal, die profane Seite. Die mehr religiöse Seite ist, ich glaube, wenn der Mensch sich inspirieren lässt, im Gebet für den Frieden zu beten, ist es sicher eine Sache, die spirituell den Menschen selbst bewegt, an den Frieden zu glauben. Denn in dem Moment, wo wir etwas im Gebet aussprechen, konkret etwas aussprechen, mit einem Ziel und sagen, lieber Gott, hilf, dass es in dieser Welt mehr Frieden gibt, hilf, dass die Menschen miteinander besser auskommen können, dann macht das auch etwas im Menschen, dass der Mensch danach später, wenn er aus der Kirche rausgeht, dass er sich darüber mehr Gedanken hat, was habe ich da Gott gebeten, warum ist es mir wichtig. Also von daher auch auf eine spirituelle Art und Weise hilft es uns, wenn Christen sich im Gebet mit dieser Thematik auseinandersetzen, in Predigten damit auseinandersetzen, wenn die Rolle Israels, und das machen sie auch im Prinzip jetzt in dieser Reihe, die sie führen, aber die Rolle Israels für Christen, die Rolle dieses Landes. Ich meine, das Land Israel, die Propheten sind voll von Versen über das Land, über die Erlösung, über Gottes Walten über dieses Land. Also auch ein Nachdenken, welchen Bezug haben wir persönlich, religiös zu dem, was dort im Nahen Osten passiert. Also ich glaube, diese beiden Aspekte, profan, sich mehr historisch damit auseinandersetzen und religiös das im Gebet und in der Auseinandersetzung mit der Schrift damit umgehen. Und ich sage auch immer, dass ich meine, Jesus hat gewirkt im Heiligen Land. Seine Jünger waren im Heiligen Land. Er ist begraben im Heiligen Land. Das bedeutet, dieses heilige Land hat eine Dynamik, hat eine Kraft, eine Stärke. Und es gab mal einen Spruch, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber lange her ist das gewesen. Er hat gesagt, der Weg des Friedens wird nicht über Konstantinopel führen, sondern durch Jerusalem. Und Jerusalem ist eine Stadt, König David sagt das in den Psalmen, eine Stadt, die vereint. Und im Moment ist es eine Stadt, die teilt und die auch geteilt ist. Und ich glaube, wenn wir uns konzentrieren auf die Verse, wie König David Jerusalem als vereinte Stadt beschreibt, ist auch eine vereinte Stadt nicht nur im politischen Sinne, sondern auch im religiösen Sinne. Hey, ganz herzlichen Dank dir. Ich möchte deine zweifache Antwort zum Schluss nochmal aufgreifen, die profane und die religiöse. Und die profane, ich weiß nicht, ob du das kennt, ich meine, Michael Wolfsohn heißt er. Wem gehört das Heilige Land? Ein sehr interessantes Buch, wo ich sehr empfehlen kann, das mal zu lesen, das geschichtlich eben so ein bisschen aufgleist, so lange zurückgeht und verschiedenste Aspekte drin bringt. Ich meine, er heißt Michael Wolfsohn. Ja, glaube ich. Ich muss noch rausfinden, ist mir spontan eingefallen. Aber es ist wirklich
Ja, das ist ein säkularer Jude. Historiker, ja, dann ist es Michael Wolfson. Wem gehört das Heilige Land? Gute Lektüre, auch jetzt wirklich zu lesen. Ich nehme das ernst, finde es sehr gut, dass er sagt, man muss sich auch bilden darüber, über die Geschichte, über die Konflikte von den Völkern, die dort leben. Ich war selbst in Jerusalem mal, also ein paar Wochen in dem Heiligen Land, und ich bin zutiefst beeindruckt gewesen über Jerusalem, über diese Teilung, über wie Religionen dort zusammenkommen und wie das auch viel, also Melting Pot, so richtig, da geht was ab von aller Richtung, und wie das wirklich eine spezielle Bedeutung hat. Und deswegen möchte ich das Zweite, deinen religiösen Rat, das Gebet, würde ich gern machen. Und ich würde gern jetzt wirklich für Frieden dort beten in dieser Region, und dass Menschen, die darunter leiden und unter Ungerechtigkeit, unter Hass, verrückte Friedlosigkeit, dass wirklich auf eine übernatürliche Weise was geschehen darf, dass Frieden für die Menschen passiert. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Und so beten wir als Kirche zu dir, Gott, und beten darum, dass Frieden einkehren darf in eine Situation, die so verfahren ist und so vielschichtig und komplex. Wir beten darum, dass das Leid gelindert wird und Menschen nicht mehr vor Hunger und Bomben und Fliegenalarm und Raketenalarm und allem Möglichen sich verstecken müssen. Und Gott, wir beten auch für unsere Gesellschaft hier. Mach uns zu Männern und Frauen, die Mut haben, Zivilcourage haben und aufstehen und Hass und Verachtung gegenüberstehen. Danke, dass du ein Freund bist von allen Menschen. Und darauf berufen wir uns. Und danke dir dafür, dass wir dir das deponieren können. Mach das auch was mit uns. Wirk an uns. Wir möchten wirklich Friedensstifter werden, vermehrt werden. In deinem Namen beten wir. Amen. Moshe, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Gib ihm nochmal einen fetten Applaus und dann darfst du unten runtergehen.